liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Münchenbuchsee. Und das haben wir heute für euch. Der Spatenstich für das neue Enertec-Gebäude ist gesetzt. Und was die Leute schon immer vom DJ Bobo wollen wissen. Der Stefan Egger ist sich sicher. Weihnachten 2023 wird seine Firma Enertec im neuen Gebäude feiern. Er ist zuversichtlich, dass der Bau in einem Jahr fertig wird sein. Am Freitag hat er zum Spatenstich mit allen Beteiligten angestoßen. Es ist ja so, dass die Planung von diesem Standort hat eigentlich damit angefangen mit der Grundstückssuche. Und das ist vor 7 Jahren haben dort die ersten Gespräche stattgefunden. Also das war ein mehrjähriger Prozess über eine Grundstücksuche, wo ist überhaupt so etwas möglich. Nachher der Grundstückkauf und nachher das Konzept auf dem Grundstück, das nicht ganz einfach ist. Wir sind hier auf einem BKW-Gelände, auf einem ehemaligen, und da hat es sehr viele Leitungen im Boden und es war sehr anspruchsvoll gewesen, ein Projekt auf diesem Gelände zu realisieren, das dann die optimale Nutzung auf dem Gelände garantiert. Am jetzigen Standort sind wir sukzessive gewachsen, aber das Gebäude ist hat nicht mehr mithalten mit dem Wachstum. Also man hat dort beengte Platzverhältnisse, Prozesse und Abläufe, die nicht mehr optimal sind und nicht den heutigen Anforderungen entsprechen. Also in Meiringen ist nicht gerade so eine Auswahl da für verschiedene Standorte. Also es ist, man kann sagen, fast nahezu noch der einzige Platz, wo man noch etwas realisieren kann. Und grundsätzlich ist das Schattenhalb, wenn man sagt, auch nicht so schlecht. Also die Erreichbarkeit via Interlaken Richtung Innerkirchen ist ja sehr gut und wir sind näher bei der Hauptstrasse und überall und nicht gerade mitten im Dorf, finde ich, wo grundsätzlich so eine Werkstatt auch nicht mehr so hergekehrt in der heutigen Zeit. Backt der DJ Bobo noch am Sonntagmorgen? Und von wo kommt überhaupt der Name? Das und noch viel mehr wollen Fans von Musikern wissen. Antworten hat er ihnen während 2 Konzerten gegeben. Wie auch im Interview mit dem Direktor vom Grand Hotel Giesbach. Ich bin sehr fokussiert, muss man sagen. Also wenn Proben sind und so, dann komme ich nicht so viel rundum mit über. Ich bin immer sehr froh, dass ich nur hersitzen, essen, dann wieder aufstehen und sofort zurück und proben, nachher besprechen. Ich musste mich nie um etwas kümmern und ich bin sehr dankbar, dass wir da wirklich ein wunderbares Treatment bekommen haben und uns um nichts haben müssen kümmern und jeder Wunsch ist abgelesen worden von den Lippen. Super gewesen. Wie wird da die Woche gearbeitet? Um was geht es inhaltlich? Im Kopf haben wir den Ablauf der grossen Bühne. Wir haben auf dem Papier schon, wenn man auf Bühne 1, 2 oder 3 ist, wir wissen schon ungefähr, welche Reihenfolge wir möchten spielen, was dramaturgisch für Kostüme da sind, was für ein Bühnenbild. Also wir proben in Gedanken, als wären wir schon bereits in der grossen Produktion. Links. Jetzt hoffe ich, ihr könnt mich sehen auf beiden Seiten. Dieser Arm hier, das ist für euch. Probiert einfach dem Arm zu folgen. Wir üben das mal. Tom, mach mal bitte ein bisschen gechillter auf Halfbeat. Du hast sehr viele Berner Musiker jetzt in deinem Team. Was ist da der Hintergrund? Es war mir gar nie bewusst, dass alle Berndeutsch reden und alle aus dieser Region hier kommen. Für mich waren das einfach Musiker. Und das ist, glaube ich, schon ein Zufall. Und klar hat der TJ einen grossen Einfluss auf das gehabt, wo natürlich dann einer nach dem anderen aus dieser Region kam. Respect yourself, change your mind. Respect yourself, don't be blind. Respect yourself, and you will see the light. Ich habe nicht gerne Leute um mich herum, die Plauderer sind. Deren gibt es in unserer Branche sehr viele. Und das ist bei meinen Leuten anders. Sie sind alle sehr spezialisiert in ihrem Bereich. Und das kann ich auf sie hören. Ein Mensch wie du, der so international bekannt ist und so viel umreist, wie behaltest du die Bodenhaftung? Ich komme vom Land, aus einem kleinen Dorf im Aargau, wo ein Bauernhof daheim war, wo man Salat aus dem Garten gegessen hat, Herdöpfel aus dem Garten. Und das sind vielleicht zum Wort geerdet, sind das schon wahrscheinlich so Sachen, die einem automatisch ein bisschen verbinden mit einfachen Sachen und einem auch stolz machen darauf,
Wenn ich auf die Bühne komme, habe ich einfach so eine gewisse Grundliebe, die ich weitergeben möchte. Und ich bin jeden Tag überrascht, dass ich fast viel mehr zurückbekomme an Grundliebe, als dass ich rausgeben kann. Und das ist so ein Austausch von Emotionen. Und das führt einfach dazu, ja, dass man ganz entspannt sein kann. Und vielleicht strahlt man das auch aus. Also ich bin nicht mehr auf dem Level, wo ich beweisen muss, was ich kann. Ich habe so das Gefühl, ich bin extrem mittig, ruhig und freue mich einfach, dass ich das machen kann, was ich sehr gerne mache. Everybody shake your body, DJ Bobo starts a party. Up and down, here we go. Don't look back, just let it flow. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Eine weitere Störung hat die Nacht auf heute wieder verbreitet, Niederschläge gebracht. In höheren Lagen war es Schnee, unten innen Regen. Und auch tagsüber haben ganz klar wieder die Wolken dominiert. Ja, und unser Wetter, das ist weiterhin tiefdruckbestimmt. Und das sehen wir auch schön hier auf dem Satellitenfilm. Viel Feuchtigkeit, da vor allem über dem östlichen und südlichen Alpenraum. Dahinter wird jetzt die Luft vorübergehend ein bisschen trockener, bevor uns dann morgen von Westen her schon wieder die nächste Störung wird erreichen. In Nacht auf morgen lockern jetzt aber die Wolken auf. Gebietsweise kann sich im Mittelland ein bisschen Nebel bilden, sonst ist es zuerst am Morgen noch freundlich, zum Teil auch sonnig, aber bereits im Verlauf des Vormittags sind von Westen her schon wieder hohe Wolkenfelder auf. Es gibt doch eine recht frische Nacht, die Tiefstwerte die liegen zwischen etwa 0 und 2 Grad. Am Nachmittag da ist es schon wieder mehrheitlich bewölkt und im Verlauf des Nachmittags setzt von Westen her Regen ein. Es ist eine Warmfront bzw. ein okkludieren Frontensystem, die Grenze, die steigt vorübergehend an, stellenweise gegen 1500 Meter. Mit aufrüstendem Südwestwind haben wir Höchstwerte von etwa 7 bis maximal 8 Grad. Am Donnerstag haben wir zuerst noch viele Wolken. Es gibt auch noch Regengüsse mit Schnee ab etwa 1000 bis 1200 Meter. Im Verlauf des Tages gibt es aber eine Wetterbesserung. Am Nachmittag wird es recht sonnig und die Temperaturen die steigen auf 9 Grad. Am Freitag geht es unbeständig weiter. Zum Teil gibt es ein bisschen Regen oder ab etwa 13 bis 1500 Meter ein paar Schneeflocken bei um die 8 Grad. Am Samstag haben wir hochnebelartige Wolken, vor allem am Morgen kann es dort noch ein bisschen daraus rausfisseln. Das ist aber mehrheitlich trocken. Nehmen wir auf den Sonntag ein Zwischenhoch. Der Berg ist häufig sonnig, unten haben wir dann wahrscheinlich noch Hochnebel, der uns ein bisschen plagt. Am Montag sieht es schon wieder wechselhafter aus. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.